Moin und guten Abend und herzlich willkommen beim ersten Livestream der Gruppe OpenDör aus Norderbrarup und Umgebung. Ein paar Worte zu OpenDör. OpenDör ist ein Zusammenschluss von Bürgern aus Norderbrarup und Umgebung, die sich zum Ziel gesetzt haben, Kulturelles zu machen, Informatives zu machen, gemeinsam Unternehmungen zu starten und halt ein bisschen das dörfliche die dörfliche Gemeinschaft zu stärken. Inzwischen ist OpenDör als Verein eingetragen worden und dieses ist die erste Livestream-Übertragung auf YouTube und für alle Neuland, für mich, so für alle Beteiligten. Und wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt, ob das technisch alles gut funktioniert. Es ist eben also spannend und es ist ein Anfang. Es gibt für Sie als momentane Zuschauer die Möglichkeit, aktiv in diesen Livestream einzugreifen, indem Sie einen Chat starten. Ich weiß nicht, wie es technisch geht, aber es müsste irgendwo ein Button bei Ihnen vielleicht auf dem Bildschirm sein, auf dem Chat steht, und dort können Sie dann Fragen direkt an mich richten. Ich werde sie vielleicht nicht sofort beantworten, weil es im Moment dann gerade nicht so passt, aber wir werden das auch nicht vernachlässigen und schauen, was da von Ihrer Seite kommt oder von eurer Seite kommt, und uns darauf freuen, dass wir in dieser Form vielleicht ein Stück Feedback bekommen oder vielleicht einen Tipp, etwas ein bisschen anders zu machen, weil ihr das besser versteht oder besser sehen könnt. Es ist eben alles Neuland und wir fangen eben irgendwo an und es ist ein bisschen unabsehbar, wie es passiert, aber wir hoffen schon, dass es funktioniert. Ganz kurz was zu mir. Mein Name ist Lothar Schröder, viele werden mich kennen. Ich bin seit 30 Jahren selbstständiger Buchhändler in Süderbrarup. Das ist ja nun bei Norderbrarup um die Ecke, für alle, die nicht wissen, wo das liegt. Und wir sind hier in meiner Buchhandlung und wollen mal dieses Medium ausprobieren. Eine spannende Angelegenheit. Schauen wir mal. Mein heutiger Themenschwerpunkt sind logischerweise Bücher. Ich habe mir eine kleine Zusammenstellung gemacht, die sehr unterschiedliche Bereiche anspricht. Und ich will etwas über die Bücher erzählen, nicht zu viel, weil es soll ja noch genügend Lust darauf vorhanden sein, die selber zu lesen. Auf der anderen Seite aber auch so viel, dass die Lust entstehen kann. Ich hatte mir gedacht, mit einem Bereich zu beginnen, der vielleicht unbekannt ist vielen, den ich allerdings sehr spannend finde. Ich finde ihn spannend aus dem Grunde, weil es ein neues Medium im Bereich der Printliteratur ist, also des gedruckten Buches, gibt es natürlich auch als E-Book wahrscheinlich, und der mich anspricht, weil ich ein Mensch bin, der visuell stark interessiert ist. Also ich bin an Kunst interessiert und an aktueller Kunst. Und da gibt es dieses Medium der Graphic Novel. Jetzt werden viele vielleicht denken, Comic oder irgendwas in der Richtung. Ja, könnte man denken, aber die Künstler, und ich muss wirklich sagen, das sind Künstler, die diese Bücher gestalten, haben doch einen anderen Anspruch an sich und haben auch eine andere Aussagekraft. Die Bandbreite dessen, was sich in Graphic Novel darstellt, geht von Theodor Storms Schimmelreiter über Theodor Fontane bis hin zu der Biografie von David Bowie. Es ist also wirklich sehr breit und ich habe mal einige hier beiseite gelegt und will mal zumindest mal eine zeigen. Das ist hier unterm Birnbaum. Kennt jeder Theodor Fontane. Und die künstlerische Gestaltung ist relativ knapp in der Farbe gehalten. Das ist sicherlich ganz bewusst gemacht. Das ist eine Birgit Weihe, die das gezeichnet hat und die Texte dazu geschrieben hat. Das ist so ein kleiner Einstieg, wenn man mal etwas Bekanntes in die Hand nehmen will in diesem neuen Medium. Etwas, was wir alle kennen,
Und was dann eher etwas opulenter ist, ist Moby Dick. Moby Dick ist hier, finde ich, sehr großartig, zeichnerisch, künstlerisch umgesetzt, die Geschichte erzählt, so wie wir sie kennen, abenteuerlich, spannend, reizt mich sehr, so etwas zu lesen. Wir kennen, gerade in diesem Fall kennen wir sehr oft die Geschichte und dann ist es doch mal interessant, die in einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und da finde ich dieses Medium Graphic Novel sehr spannend. Das geht bis hin zur Entwicklung der Atombombe und der ersten in Hiroshima. Das Buch heißt Die Bombe dann auch. Also diese Künstler beschäftigen sich mit politischen Themen. Es gibt eine Biografie von Fidel Castro, auch als Graphic Novel. Vielleicht ist das auch ein Einstieg für junge Nichtleser, das Medium Buch wieder in die Hand zu nehmen, denn das ist ja auch so ein klein wenig unser Bestreben, dass auch nicht so buchaffine Menschen wieder zum Buch greifen. Und oftmals sind es Jugendliche in bestimmten Alter, die einfach so eine innere Abwehr dagegen zu haben scheinen. Und da könnte man vielleicht mal einen Ansatz machen. Was mich interessiert, weil mich das Thema interessiert, und das will ich auch noch mal gerne zeigen, das ist eine Biografie von Mies van der Rohe. Ich fand das schon sehr spannend, überhaupt diesen Menschen. Also als Biografie ist er mir schon so grob bekannt, aber seine gesamte Lebensgeschichte ist mir nicht so bekannt. Und ich habe mir das hier daraufhin angeschaut und viele interessante Details dabei entdecken können, von denen ich gar nicht wusste, wie sein Lebensweg im Detail ausgesehen hat. Das war so ein kleiner Einstieg in eine etwas neue Form des Buches, will ich es mal ruhig nennen. Sie ist in Frankreich sehr verbreitet schon, hat auch einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Da sind die Franzosen offensichtlich ein bisschen progressiver eingestellt und sie wissen das sehr zu schätzen und die Künstler und Grafiker, die daran arbeiten, werden durchaus als Literaten auch mit anerkannt. Also sie haben ja meistens keine eigenen Texte, sondern nehmen vorhandene Texte, aber die Umsetzung dieser Literatur in Bild ist ja auch nicht so ganz einfach. Das wollte ich Ihnen mal zeigen, für alle, die vielleicht Lust haben, was Neues zu entdecken. Nun habe ich hier gerade als letztes Mies van der Rohe genommen. Architekten, weltberühmt, würde ich mal so sagen, Designer sowieso. Ja, ich bin jetzt ein bisschen am Hängen, das kriege ich auch den Übergang nicht ganz hin. Jedenfalls ist es für mich immer so ein Anliegen, diese künstlerische Ader, die Menschen haben, weiterzugeben. Und das setzt sich ja auch in Literatur, stellt es sich ja auch dar. Und da gibt es durchaus Ansatzpunkte, die man verfolgen kann. Eine Autorin, die ich sehr schätze und die einen ganz besonderen Stil hat, die sehr ruhig schreibt, very British. Eine Dame, die über 90 ist inzwischen, immer noch veröffentlicht, obwohl dieses Buch, was ich Ihnen gleich zeigen werde, ist schon 1985 erschienen, aber erst jetzt im Deutschen nochmal richtig publik gemacht, denn die Autorin ist erst in den letzten Jahren in Deutschland eigentlich zu dem Ruhm gekommen, den sie auch verdient, Jane Gardam. Jane Gardam hat ein Buch geschrieben, das da heißt Robinsons Tochter. Es ist die Biografie einer Frau, die gesamte Lebensbiografie im Grunde genommen. Sie beginnt ungefähr dann, wo sie 6 Jahre alt ist. Und es ist ein Mädchen, das es nicht gut hat. Sie hat es deswegen nicht gut, weil sie in Pflegefamilien aufwächst. Sie wird hin und her geschoben und mit 6 Jahren
bringt ihr Vater, Seemann, ihre Mutter ist verstorben, sie zu 2 Tanten. Diese beiden Tanten leben in einem, wie sie es so bezeichnet, gelben Haus am Meer. Und dieses gelbe Haus am Meer ist sehr geprägt von starren Regeln, wenig Inspiration, eben beengend fast zu nennen. Und der Ausweg, den dieses Mädchen für sich findet, ist die Bibliothek. Sie liest sich frei, will ich das mal nennen. Sie heißt Polly Flint und sie durchstöbert die gesamte Bibliothek und ein Buch ist für sie besonders wichtig, nämlich Robinson Crusoe, weil sie sich mit Robinson Crusoe im Grunde vergleicht. Sie ist allein auf einer Insel. Sie ist verlassen von allen, fühlt sich dort nicht gerade unwohl, aber hat keine anderen Menschen, mit denen sie kommunizieren kann. Und sie sieht sich so als kleine weibliche Robinson auf der einsamen Insel. Dieses Buch handelt von ihrem gesamten Leben. Von einem Leben, das im Grunde genommen durchaus auch als glückliches bezeichnet werden kann. Und zeigt die Entwicklung dieses Mädchens zu einer jungen Frau und Erwachsenen und bis ins hohe Alter hinein, die in einer ruhigen Art beschrieben wird, aber auch sehr gefühlvoll und empathisch und mag Jane Gardam als Autorin. Sie hat also nicht wichtige, aber sehr schöne Bücher geschrieben, zum Beispiel Der untadelige Mann und Eine treue Frau. Das sind Titel, die uns im ersten Moment ein bisschen merkwürdig vorkommen, aber man sollte die mal in die Hand nehmen, weil es ist wirklich eine gute Auseinandersetzung mit auch Mannsein und Frausein und auch mit Partnerschaft und Leben, ganz einfach Leben. Wir haben ja dieses Jahr keine Frankfurter Buchmesse in dem Sinne gehabt, wie wir sie normalerweise haben, mit hunderttausenden Besuchern, mit Unmengen an Verlagen, die da präsent sind. Dieses Jahr ist es ja ein bisschen ins Wasser gefallen und die Veranstalter haben sehr viel dann online gemacht, was wir jetzt ja auch hier gerade mal machen, sind ins Internet gegangen, haben Lesungen im Internet gemacht, haben Präsentationen dort vorgeführt und dieses Jahr war das Gastland, und jedes Jahr gibt es ja ein Gastland, das im Vordergrund stehen soll in dieser Büchershow, der größten der Welt immerhin, war Kanada. Und ich habe mir 2 kanadische Bücher herausgesucht, die ja Gleiches haben und trotzdem sehr ungleich sind. Das erste, was ich Ihnen einmal zeigen will, ist von Jacques Poulain, Volkswagen Blues. Der klassische gute alte Bulli. Und der gute alte Bulli steht im Mittelpunkt als Gefährt, als Transportmittel, als Lebensraum, als Gutes für alles. Es gibt einen etwas verhaltenen, von einer Schreibblockade besetzten Schriftsteller Jack Waterman, der nicht so richtig weiß, was er machen soll. Er lebt in Montreal und überlegt sich, dass es irgendwie mit ihm nicht weitergeht und kommt dann auf die Idee, endlich mal nach seinem in gewisser Weise verschollenen Bruder zu suchen. Seinen Bruder Theo. Und Theo hat gelebt in einem kleinen Dorf, ich glaube Ontario oder irgendwo, also jedenfalls irgendwo abseits von Gut und Böse, und er nimmt seinen Bulli und fährt dorthin. Dort lebt sein Bruder nicht mehr. Irgendwie war ihm das schon klar, und es ist ihm klar, dass es der Anfang vielleicht einer größeren Suche ist, einer größeren Reise, eine Reise natürlich, die nicht nur die Reise zu seinem Bruder ist, sondern auch die Reise
durch sein eigenes Leben reflektorisch. Und er trifft dort eine Tramperin. Diese Tramperin ist halb Inuit und sie hat einen tollen Namen, den ich nicht mir merken kann. Pitsemini heißt sie. Und diese beiden völlig ungleichen Menschen machen sich auf den Weg durch Kanada. Das vorgegebene Ziel ist diese Brudersuche, aber letztendlich sind sie beide irgendwie nach einer Suche für sich selbst, als wie stehe ich in dieser Welt, wie stehe ich zu anderen Menschen. Und es ist ein tolles, interessantes, ungewöhnliches Pärchen, was sich da auf den Weg macht, sich selber zu finden und auch den Bruder. Die Reise geht bis nach San Francisco, also die verlassen irgendwann mal Kanada, um sich dann in San Francisco den Bruder nun endlich aufzuspüren. Ich fand das ein ganz, ganz tolles Buch, weil es sehr viel reflektorische Elemente drin hat, regt einen selber an, so ein wenig mal mit seinem Leben nochmal in Diskurs zu gehen und zu schauen, was da so bei einem selber läuft. Das sind sowieso die Bücher, die ich am liebsten mag, in denen man selber angeregt wird, seinen Kopf um sich herum zu drehen. Es gibt noch ein anderes kanadisches Buch, was ich mir rausgesucht habe. Das ist Brian Moore, Schwarzrock. Sie haben vielleicht das Bild gesehen, das sieht so ein bisschen düster und vernebelt aus und da ist ein Kanu drauf. Und darum geht es auch. Es spielt Anfang des 17. Jahrhunderts in Kanada. Es ist die Zeit der Besiedlung durch europäische Einwanderer, will ich es ja nicht nennen, Okkupanten vielleicht eher. Und es geht darum, dass zu dieser Zeit ein geradezu Boom im Christianisierungsbereich war. Sehr viele Missionare, vielleicht auch in Anführungsstrichen Missionare, sind nach Kanada und Amerika gegangen, um dort die Wilden endlich auf den rechten Weg zu bringen. Und genauso ist es auch hier. Der Pater Leforge aus Frankreich geht nach Kanada, um dort die Wilden endlich zum wahren Glauben zu bekennen. Das scheitert natürlich kläglich. Er wird quasi Mitglied, Gast einer Großsippe von Indianern. Damals war der Begriff Indianer noch gar nicht so gebräuchlich, sondern die wurden eigentlich schon nach ihren Stammeszugehörigkeiten, es waren Huronen, bezeichnet. Und mit diesen zieht er auf Kanus flussaufwärts in ein Winterlager. Sie durchqueren wilde Gegenden, feindliche Gegenden, und sein Verhältnis zu diesen Menschen, die so einen völlig anderen Lebensstil haben, den er von Anfang an erst einmal verabscheut, weil sie sind dreckig und es ist alles nicht so schön. Und sie haben komische Lebensgewohnheiten, sie haben keine Privatsphäre, sie leben alle gemeinsam unter einem Dach irgendwie. Die Hunde schlafen bei ihnen mit und das Essen ist gruselig und die Sanitärgeschichten gibt es natürlich nicht und es ist alles also ganz schrecklich für ihn. Aber langsam beginnt er zu begreifen, dass diese Nähe und diese Verbundenheit mit der Natur, mit dem, was die Erde ihnen bietet und diese Ehrfurcht auch vor dem, was dieser Lebensraum ihnen bietet, dass das ja auch fast wie eine Religion ist. Und er beginnt sich abzuwenden von dem eigentlich von seiner Aufgabe und beginnt zu begreifen, dass da eine große Kultur ist, dass das auch seine Werte hat, die eigentlich von vornherein erstmal negiert wurden. Also für alle, die was Abenteuerliches lesen wollen, für alle, die auch vielleicht Kanada und die indianische Kultur insbesondere oder die huronische Kultur zu Beginn des 17. Jahrhunderts mal kennenlernen wollen, ist das ein wunderbares Buch. Ich zeige es nochmal.
Schwarzrock. Schwarzrock ist natürlich die Bezeichnung für missionarisch tätige Pater, die eben in dieser schwarzen Kluft dort auftauchten und deswegen wurden sie Schwarzrock genannt. Das war mal ein bisschen was zu Kanada. Und ich will mal mit Ihnen ein klein bisschen durch die Welt reisen. Eine Stadt, die mir sehr am Herzen liegt und die ich früher sehr, sehr oft besucht habe, immer zum Nationalfeiertag, das ist Paris. Und Paris ist einfach ein Phänomen. Wenn man mal da gewesen ist und öfter da gewesen ist und auch andere Winkel als nur die Champs-Élysées kennengelernt hat, dann ist es ein Lebensstil, der einen durchaus begeistern kann. Und manchmal hat man richtig Lust, da würde man vielleicht mal ein Jahr gerne wohnen. So ist es auch einem Menschen gegangen aus Bern. Er heißt Paul Nitzon. Ich zeige Ihnen mal ein kleines Büchlein von ihm. Paul Nitzon, völlig unbekannt eigentlich. Also mir ist er nie über den Weg gelaufen. Und er ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller. Gleichzusetzen mit Dürrenmatt, mit Frisch, das waren nur noch Landeskollegen von ihm, aber mit Günter Grass, mit wirklich sprachgewandten Menschen. Und Paul Nitzon hat in diesem kleinen Buch Parisiana eine Zusammenstellung mit einem Lektor gemacht aus seinem Gesamtwerk, was sich mit der Stadt Paris und seinem Verhältnis zu Paris beschäftigt. Es geht darum, um die Zeit, als er hinkommt, in einer Art Selbstbefreiung aus diesem Schweizer engen Gedankengut, in diese prosperierende, weltoffene, verrückte und zukunftszugewandten Stadt mit Menschen wie Sartre und Camus und Beauvoir und wie sie alle heißen, wo er eben quasi sein Leben entdecken wollte. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, kleine Beschreibung dieser großen Stadt und des Lebensgefühls, das man dort haben kann. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich möchte in Paris auch gleich weitermachen. Ich mache mal hier weiter. Ich habe gerade eben so Koryphäen wie Simone de Beauvoir und Camus und Sartre und andere erwähnt. Es gibt ein schönes Buch An den Ufern der Seine. Und An den Ufern der Seine beschreibt die Jahre zwischen 1940 und 1950 in Paris der intellektuellen oder des intellektuellen Geschehens. Es werden einzelne Zusammentreffen unterschiedlichster Menschen dargestellt, die uns vom Namen her äußerst bekannt sind. Ich habe ein paar genannt, es sind noch hier sehr viel mehr drin. Ich will da ruhig mal, es heißt hier so schön, handelnde Personen. Also da kommt zum Beispiel Picasso, da kommt Irving Shaw, da kommt zum Beispiel Samuel Beckett, James Baldwin, Camus sowieso, Jean Cocteau, den man auch kennt. Also wirklich die Größen der französischen und auch anderssprachigen Literatur kommen hier drin zu Wort. Es werden Begegnungen dieser Menschen dargestellt und ihre Wirkung in der Zukunft auf ihr Werk und durchaus ja auch auf die Weltliteratur. Denn das ist ein sehr großer Einfluss, ist ja in dieser Zeit auf alles das, was Literatur und Kunst und Intellektualität und Gedanken ist ja sehr stark aus dieser Stadt herausgekommen und hat sich dann in die Welt verbreitet. Also haben sich ja doch, ob das Hemingway war, der da war, und Henry Miller und alle sind sie nach Paris gegangen, um dieses zu erleben und um diese Inspiration dieser Stadt aufzusaugen und daraus sich selber zu erfinden. Wunderbares Buch für alle, die nicht nur Paris mögen, sondern vielleicht auch mehr wissen wollen über große Denker, das sind ja teilweise auch Philosophen der Zeit, und das Ganze in diesen schwierigen Jahren 1940 bis 50, das ist immerhin noch Besatzungszeit, das ist aber auch Aufbruchszeit danach, an den Ufern der Seine.
Noch eins zu Paris. Eine unbekannte Autorin, ein langer Name, an Liebe stirbst du nicht. Paris statt der Liebe, wissen wir, wird immer so apostrophiert. Die Protagonisten darin sind er und sie. Die heißen immer so. Und er ist verheiratet und hat eine Frau und ein Kind. Und sie hat einen Freund, der hat ihr einen wunderbaren Heiratsantrag gemacht in New York, als sie unterwegs waren, und sie hat auch Ja gesagt. Beide ziehen relativ zeitgleich in ein größeres Gebäude, in einem Szeneviertel von Paris, vielleicht mit Ottensen in Hamburg zu vergleichen oder heute Kreuzberg in Berlin, das sich ja aufmöbelt gerade. Sie sind intellektuell, sie sind weltoffen, sie bereisen die Welt und arbeiten auch da. Der Freund von sie ist meistens in der Welt unterwegs, selten zu Hause, ist journalistisch tätig am Brennpunkt des Geschehens. Er ist auch in einem Kreativberuf, es wird gar nicht so weit ausgeführt. Seine Frau erscheint etwas unscheinbar, recht fixiert auf die Tochter, die ist ganz jung, kann noch gar nicht laufen. Viel mehr erfahren wir auch gar nicht. Bei einem Besuch unter Neuzugezogenen in dem Haus treffen sie sich beide und verlieben sich sofort. Es ist dieser Moment, sehen und wissen, das ist es. Kommen natürlich beide dadurch in eine Situation, die nicht so völlig einfach zu bewältigen ist. Auf der einen Seite diese Sehnsucht nacheinander und auch das Verlangen, das sie auch ausleben, durchaus. Auf der anderen Seite ihre Versprechen, die sie gegeben haben und mit denen sie in Konflikte geraten. Es ist sehr staccato geschrieben. Es ist teilweise wie WhatsApp, SMS geschrieben, in kurzen, knackigen Sätzen. Ich finde das sehr angenehm. Es ist nicht so gefühlsüberladen. Es ist eigentlich sehr konzentriert auf die Gedanken dieser beiden, die sich in diesem Zwiespalt und trotzdem in dieser soghaften Liebe befinden. Ich fand es ein tolles Buch. Das ist das Erstlingswerk von dieser Dame. Diese Frau ist auch sehr interessant. Also sie hat als Journalistin gearbeitet, sie hat viele Dinge gemacht, hat dann ein Einrichtungshaus gegründet und sich damit beschäftigt, Interieurs zu gestalten. Das kommt manchmal, entdeckt man sowas ja auch in dem Buch, dann so kleine Passagen, wo sie dann quasi sich selber mal darstellt. Für alle, die Lust haben, auch Literatur oder fast eine Erzählung zu lesen, die eben sehr schnell abläuft, aber die durchaus tief geht und vielschichtig ist und ja, ich weiß nicht, auch Bezüge zum eigenen Leben vielleicht mal aufzeigt. Also es ist schon ein interessantes Buch. Aber an Liebe stirbt man ja nun mal nicht. So, was habe ich noch Schönes? Ich will mal was nehmen, was jetzt gerade ganz aktuell ist. Ich habe ganz bewusst jetzt mal nicht die Bücher genommen, die ganz oben auf der Bestsellerliste draufstehen. Die kennen wir alle auswendig oder wir werden jeden Tag damit berieselt oder auch nicht. Oder wir können die in den Zeitungen lesen, wir kriegen die Feuilletons davon. Da sind ja auch manchmal ein paar Sachen dabei, die eher aus kleinen Verlagen kommen oder etwas ungewöhnlicher sind in ihrer Art. Und ich will jetzt mal zu einem Buch kommen, was heute haben wir den 19., am 17. erschienen ist, weltweit, am selben Tag, riesengroßes Brimborium drum gemacht. Ganz wichtig, wir als Buchhändler durften den Karton, in dem die drin waren, nicht öffnen vorher, unter Androhung einer Strafe von 3.000 € und noch nicht einmal die Banderole darum abnehmen und mussten das unterschreiben und notariell und es war herrlich.
Aber so ist es manchmal, wenn Verlage versuchen, irgendetwas ganz Großes zu lancieren, obwohl ich finde, dieses Buch hat viel Aufmerksamkeit verdient. Denn es ist ein Mann, der einfach viel Aufmerksamkeit verdient. Und das ist Barack Obama. Man trauert ihm ein bisschen nach. Und es ist die Lebensgeschichte, seine Lebensgeschichte, seine politische Geschichte, seine private Geschichte, seine Ideen, seine Visionen. Ich will Herrn Schmidt nicht zitieren. Er sagt ja immer, man soll da zum Arzt gehen. Aber ohne Visionen geht es, denke ich mal, nicht. Seine Vorstellungen von Zukunft und von dem Miteinander, was man in einem Staat wie den USA haben kann. Nicht alles, was er in seinem politischen Präsidentenamt gemacht hat, war nun sicherlich zum Besten und vielleicht hat ihm auch einiges davon gar nicht gefallen. Aber ich finde schon interessant, diesen Lebensweg einmal zu verfolgen und nochmal intensiv sich mit ihm auseinanderzusetzen, der wirklich für meine Begriffe, ich kann es nur von Ferne eben aus einigen tausend Kilometer Entfernung betrachten, beurteilen will ich überhaupt gar nichts, aber ich hatte das Gefühl, dass er schon die Vereinigten Staaten vorwärts gebracht hat in bestimmten Bereichen. Er hat sicherlich auch seine Fehler gemacht, das passiert, man entscheidet und bei Entscheidungen gibt es auch Fehler. Muss man auch mal nachsehen können. Aber zumindest habe ich das Gefühl, dass viele ihm ein wenig nachtrauern. Es mag sein, dass Sie schon mal die Biografie seiner Frau gelesen haben, Cumming. Das ist ja ein Buch, was schon vor einigen Jahren erschienen ist, aber durchaus jetzt gerade in dem Kontext mit dem Buch Ihres Mannes nochmal hervorzunehmen ist und zu gucken, das sind ja unterschiedliche Betrachtungsweisen auf der gleichen Zeit. Und wie haben die Ehepartner das unterschiedlich betrachtet oder gleich gesehen oder wichtig und nicht so wichtig erachtet. Für alle, die politisch interessiert sind, die vielleicht Interesse haben an dieser Geschichte des Barack Obama und seiner politischen und auch menschlichen Karriere, will ich es ruhig mal nennen, ein wunderbares Buch. Schön dick, hat man lange dran zu lesen und auch ganz neu. Wenn wir bei Barack Obama sind, sind wir natürlich auch gleich bei Herrn Trump. Und Herr Trump hat ja als großes Wahlversprechen in die Welt gesetzt, er würde da so eine Mauer bauen. Wir haben glücklicherweise die Mauer bei uns mal niedergerissen und es wird noch viele, viele Jahre dauern, bis sie in den Köpfen dann auch weg ist. Das ist leider so. Und diese Mauer nach Mexiko. Um diese Mauer nach Mexiko geht es in dem Buch von Paul Theroux. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal was von Paul Theroux gelesen. Paul Theroux ist Schriftsteller und bekannt geworden ist er, ja klar, hat was geschrieben, also ist er Schriftsteller, aber er hat was geschrieben, er hat überwiegend Reiseromane geschrieben. Er ist kreuz und quer durch die Welt gereist und hat Länder, Menschen, Situationen beschrieben in einer Art und Weise wie kaum jemand vor ihm. Er ist nicht derjenige, der Naturbeobachtungen betreibt, sondern er ist derjenige, der soziale, gesellschaftliche, menschliche und diese Dinge, die interessieren ihn. Und hier ist er nach Mexiko gegangen. Und er hat, also er lebt in den USA, er ist Amerikaner und ist nach Mexiko gegangen und hat auf der anderen Seite der Grenze geguckt, was ist da eigentlich wirklich. Da wird natürlich viel von den Drogenbaronen und schrecklichen Dingen berichtet, aber das ist ja nicht alles. Es gibt da ja viel mehr. Und er ist auf Menschen gestoßen, die in wirklich nicht guten Verhältnissen immer noch eine positive Empfindung hatten, die immer noch Lust auf die Zukunft hatten, die etwas bewegen wollten im Kleinsten, was für sie dann ein wenig ihren Lebensstandard, ihre Qualität, ihre Lebensfreude steigert. Es ist ein wirkliches Anti-Mauer-Buch, würde ich das Ganze mal nennen. Und Paul Theroux kann sehr, sehr gut beschreiben, kann sehr gut zuhören, Menschen zuhören
und uns das vermitteln, was sie zu sagen haben. Ich will noch kurz auch auf ein Buch von ihm eingehen, was ich jetzt nicht in der Hand habe, das ist auch nicht so wichtig. Das heißt Basar auf Schienen. Das ist so sein erstes wirklich intensives Reisebuch. Da ist er ein halbes Jahr mit der Eisenbahn von London aus, dann ist er den Orient Express gefahren, ist nach Afghanistan mit dem Zug, ist bis nach China rein mit dem Zug und ist eigentlich nie ausgestiegen. Und hat trotzdem ein Buch über die Länder geschrieben, weil er mit den Menschen geredet hat, weil er mit den Reisenden sich unterhalten hat, weil er empfunden hat, wie sie denken und was sie fühlen und welche Wünsche sie haben und was schief läuft und was gut läuft. Und so ist er eigentlich für mich ein sehr guter Betrachter fremder Länder. Und wenn ich etwas über fremde Länder wissen will, dann kann man auch Paul Theroux heranziehen und mal lesen, was er dazu zu sagen hatte. Basar auf Schienen finde ich auch interessant. Da scheint sich alles zu tummeln. Ja, dann gibt es eine Zeit, die mich sehr interessiert und offensichtlich auch ganz viele Autoren momentan interessiert, und zwar ist das die Zeit zwischen den Weltkriegen. Das ist gerade so die Zeit 1920, sagen wir mal, bis 1930. Und das war eine bewegte Zeit. Der Herr Kutscher hat ganz viel geschrieben über Berlin und seine Abgründe, und andere schreiben über Familiendramen oder eben irgendwelche Imperien, die zu zerfallen drohen und derartiges. Und da gibt es für mich ein Buch, und das habe ich bestimmt schon vielen, die mir jetzt gerade zusehen und hören, auch schon mal empfohlen, und ich will es trotz alledem nochmal hochhalten. Das ist dieses. Sandra Lübkes, Die Schule am Meer. Die Schule am Meer liegt auf der Insel Jüst. Die Insel Jüst ist in den 20er Jahren, und das ist in den 20er Jahren, handelt dieses Buch, ist ja, konservativ, engstirnig und eigentlich wenig einladend. Ist ja noch nicht so die große Urlaubsmetropole wie heute. Und es gibt eine Idee von Pädagogen, etwas zu verändern. Und sie gründen eine sogenannte Reformschule. Eine Reformschule, die den Muff des Kaiserreiches und der Enge und des wenig kreativen und inspirativen abschütteln soll. Und sie etablieren auf Jüst eine Schule. Eine Schule für Freidenker, für junge Menschen, die an diese neuen Ideen herangebracht werden sollen. Das ist ihnen eine richtige Herzensangelegenheit. Sie sind renommierte Lehrkräfte dort, eigentlich Menschen, die eine Professur in Berlin hätten haben können oder sonstige wichtige Lehraufträge, weit über das hinaus, was sie dort dann eigentlich machen. Und für mich ist dieses Buch, ich habe es auch schon vielen und auch vielleicht schon mal Ihnen oder euch gesagt, ist es irgendwie wie ein Vorabdruck der 68er Jahre. Es ist dieses etwas heraus ausbrechen wollen, etwas Neues konzipieren, etwas in Frage stellen, was eigentlich schon längst überholt ist, aber immer noch existiert, und eben neue Ideen zu entwickeln und Menschen Freiheit zu geben, sich zu entwickeln und sie nicht einzuengen in ihren Gedanken und auch nicht in ihren Handlungen. Sandra Lübkes ist auf ein riesengroßes Archiv gestoßen, das es von dieser Reformschule gibt. Das hat offensichtlich aber nie jemanden sonderlich interessiert. Sie ja, und sie hat es dann eben intensiv durchforscht, und daraus ist dieses Buch entstanden. Ich finde, es ist ein wirklich sehr lesenswertes Buch, und es ist inspirierend, und es macht auch Hoffnung, dass sich in der Pädagogik auch heute auch noch Veränderungen abspielen können, weil man manchmal das Gefühl hat, wir sind da auch gerade wieder in einer Stagnationsphase, und es wird Zeit, dass neue Ideen Fuß fassen können.
Und es ist für mich eben auch so eine Parallele und mag vielleicht nicht für alle so sein, aber es ist für mich so eine Parallele in die End-60er Jahre hinein, in denen man so als junger Mensch politisch aktiv wurde und als Frage stellte, was auch nur in Frage zu stellen ging. Viel mehr ist dazu eigentlich nichts zu sagen. Aber wer Interesse hat an dieser Zeit und sich nicht in Familienepen ergehen möchte von irgendwelchen großindustriellen Familien, die zu zerbröseln drohen, finde ich, ist das gewichtiger. Ich habe noch zwei Sachen. Zwei Dinge, die viele von uns kennen. Und zwar Thomas Hettche, Herzfaden. Herzfaden ist die Geschichte der Augsburger Puppenkiste. Weil die Augsburger Puppenkiste hat natürlich eine Geschichte, sie ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, gab es ja vorher nicht. Und die Entstehungsgeschichte wird hier quasi erzählt, einem kleinen Mädchen, das in der Original Augsburger Puppenkiste ein bisschen durch die Räume wandert und auf dem Dachboden eben Marionetten findet und auch jemanden, der ihr erzählt, wie das alles gekommen ist. Das ist gekommen dadurch, dass ein Schauspieler, der am Augsburger Theater tätig war, in der frühen Nachkriegszeit nichts zu tun hatte und hat während seiner Kriegszeit oder auch Gefangenschaft, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das war Gefangenschaft, jemanden kennengelernt, der Marionetten geschnitzt hat und ist dann auf die Idee gekommen, das in eine Art Theater umzubauen. Und dadurch ist eben diese berühmte Augsburger Puppenkiste entstanden. Und es ist schon, jeder kennt sie, jeder kennt seinen Jim Knopf und Lukas den Lokomotivführer. Und es ist schon eine spannende Geschichte, wie so etwas aus einer Notsituation und aus einer eigentlichen schlechten Lage wieder Kreativität entstehen kann und Ideen entstehen können und sich über Jahrzehnte halten. Das ist ja noch heute immer noch eine Institution. Also wer mal Lust hat, so ein bisschen hinter die Kulissen der Augsburger Puppenkiste zu gucken und hinter die Geschichte, Thomas Hettche, Herzfaden. Ja, und dann gibt es dann noch einen, den kennen wir auch alle. Wir kennen fast alle das Sams, dieses Wesen mit den Wunschpunkten, das am Samstag kam und kreiert oder erfunden hat es ja Paul Maar. Und es gibt von Paul Maar einen Roman seiner Kindheit. Also es ist eine Autobiografie im Grunde genommen, aber ein bisschen romanhaft adaptiert, nicht immer nur Fakten und Daten, sondern das Ganze als Geschichte dargestellt. Und es ist ja auch ein interessanter Mann, der viele Kinder und auch Erwachsene beglückt hat mit seinen lustigen Ideen und mit seinen Büchern und inzwischen ja auch verfilmt und derartiges. Also wer mal ein bisschen mehr über Paul Maar wissen will, da habe ich, wie alles kam. Ich möchte zum relativen Schluss ein bisschen ins Regionale gehen. Ups, da fallen mir doch mal die Bücher runter. Und seit ganz kurzer Zeit gibt es ein wunderbares Buch, was sich selber als Nicht-Kochbuch darstellt, irgendwie aber doch eins ist, aber irgendwie auch keins. Schüsseltreiben. Schüsseltreiben ist ein Buch, das auf der einen Seite durch die Rezepte besticht und auf der anderen Seite durch die Grafiken. Leis und Luther, Dirk Luther, ne, Glücksburg,
sehr, sehr anerkannter, guter Koch, und Hans Ruprecht Leis, der Grafiker, haben gemeinsam, wie schon mal vor einiger Zeit, ein Buch gemacht, das natürlich durch das Bildmaterial bestechend ist, aber auch durch die Rezepte, die durchaus nachzubereiten sind. Und es ist ein Kochbuch fürs Auge und es ist ein Kochbuch für den Magen in beide Seiten. Also deswegen sagen sie auch, es sei kein Kochbuch. Ich glaube das nicht so ganz. Das ist jetzt vor kurzem neu erschienen und es sind interessante Rezepte von Herrn Luther da drin und besticht natürlich durch diese grafische Darstellung. Etwas anderes, Regionales. Das ist klein und ich würde mal sagen auch fein. Johannes Carlsen, unser Landtagsabgeordneter hier von um die Ecke, der mit 16 Jahren bekanntlich ein Museum in Moorkirch gegründet hat und auch heute noch hier regional äußerst aktiv ist, hat ein kleines ABC, ein Angeln-ABC geschrieben. Unter jedem Buchstaben finden wir eine kleine Besonderheit, die mit der Landschaft Angeln zusammenhängt. Da ist vieles dabei, was man kennt, da ist aber auch immer wieder was dabei, von dem man keine Ahnung hatte, auch wenn man schon viele, viele Jahre hier wohnt oder gelebt hat. Es ist als nettes Geschenk gedacht, anstatt Blumen. Es ist aber auch für die Ferienwohnung hinzulegen, um die Gäste ein bisschen mit der Landschaft Angeln vertraut zu machen und dem, wie hier die Leute so ticken, will ich das mal nennen. Aber es macht auch Spaß, eben selber darin zu blättern. Mir zumindest hat es Spaß gemacht, weil ich da Dinge drin gefunden habe, wo ich sagte, oh, schau mal an, hast wieder keine Ahnung. Ne? Es ist immer dasselbe. Man wohnt da und manchmal wissen die Touristen mehr über die Gegend als man selbst. Das soll ja nicht unbedingt so sein. Ein letztes, und damit möchte ich dann auch, bevor ich gleich noch eine Frage bekommen werde, noch etwas hochhalten, an dem ich selber ein wenig beteiligt war, zumindest in der Form, als dass ich ein bisschen geholfen habe, das Kind auf die Welt zu bringen. Wir kennen vielleicht, oder viele kennen Gerd Bendixen. Gerd Bendixen ist in der Bahnhofstraße, ist Architekt, hat Tischler gelernt und war ein junger Mann in den 50er Jahren, der in Gegenden, die damals nicht so allgemein üblich waren, gereist ist und auch gearbeitet hat. Er hat in Schweden gearbeitet als Tischler, er hat in Schottland gearbeitet als Tischler und von dort aus ist er gereist. Und er hat ein kleines Büchlein geschrieben, das uns seine Reisen bis nach Marokko als teilweise mit dem Zug, teilweise getrennt, teilweise getippelt, bis in die Türkei zeigt, alles in den 50er Jahren eigentlich, als man so als junger Mensch noch nicht immer so umtriebig war. Aber er hat auf diesen Reisen eben viele Gleichgesonnene getroffen, die auch von allen Ecken, auch aus England oder aus Frankreich oder aus Amerika sogar, sich auf den Weg gemacht haben, um Europa zu erkunden. Und es ist eine nette kleine Sammlung von Reiseberichten und Fotos, die so sein Leben charakterisiert haben und ich glaube auch Zeit seines Lebens geformt haben, denn Island war immer sein Traumland und er ist ja auch viel auf Island gewesen und hat sich dort umgeguckt. Ich fand, es ist eine hübsche Idee, so diese Besonderheit seines Lebens mal aufzuschreiben und allen zugänglich zu machen. Erinnerungen von Globetrotter-Reisen während der Ausbildung. Auch ein schöner Titel, weil das war Globetrotter damals. Jetzt habe ich hier eine Frage bekommen, die will ich gerne mir einmal anschauen. Frau Hannemann, nein, Sie finden sie nicht an einem bestimmten Platz, aber das lässt sich organisieren. Das ist eine gute Idee, dass man die einfach mal zusammenfasst und in ein Regal stellt und sagt, so, da sind jetzt die Bücher drin, die ich an diesem Abend hochgehalten habe. Das werde ich gerne umsetzen, aber erst morgen früh. Heute Abend nicht mehr. Aber danke für den Tipp, ist wirklich eine gute Idee. Ich könnte auch noch eine Literaturliste machen, oder eine kleine Aufstellung, die man mitnehmen kann, damit man das zu Hause nochmal anschauen kann. Dann kann man ja nochmal ein bisschen googeln.
wie einem das denn so gefallen würde. Aber schönen Dank. Das kann man gut umsetzen. Falls jetzt noch im Chat Dinge zu fragen sind, würde ich bitten, das zu tun, solange wir hier noch online streamen. Ich hoffe, dass das Bild- und Tonmaterial, was bei Ihnen angekommen ist, vernünftig war. Über ein Feedback darüber würden wir uns auch freuen, damit man weiß, aha, die Technik hat funktioniert, denn das ist ja auch immer ein wichtiges Moment. Wenn das nicht geht, geht der Rest sowieso nicht. Vielleicht kommt noch jemand drauf und sagt, ja, alles gut, oder der Bildausschnitt war blöd und hinten war zu viel bunte Bücher und wie auch immer, die Brille hat gespiegelt. All solche Dinge sind hilfreich, denn das ist ja alles noch Übungsphase. Ich habe jetzt am heutigen Abend bestimmte Bereiche ausgelassen. Ich habe eigentlich das Sachbuch rausgelassen und ich habe Kinder- und Jugendliteratur rausgelassen. Und wir haben hier schon darüber geredet, man könnte, wenn es Ihnen Spaß macht, und mir macht es Spaß, einen Abend nochmal machen, innerhalb der nächsten Zeit, also in der Vorweihnachtszeit auf jeden Fall, weil da ja auch Geschenkanregungen vielleicht für Sie dabei sind, wenn Sie nicht so genau wissen, was Sie Ihren Enkeln oder Söhnen oder Töchtern, die in dem passenden Alter sind, schenken wollen. Dann hätte ich Lust, sowas nochmal zu machen. Ich bekomme hier noch eine anregende Frage. Herr Bagger, Sie bedanken sich, das finde ich toll. Danke. Ich habe ganz bewusst Bücher genommen, die nicht so mainstreamig sind, weil ich denke, da werden alle schon genügend mit überfrachtet und Spiegel Bestseller klebt inzwischen auf jedem dritten Buch drauf und irgendwo langweilt mich das manchmal auch und ich denke, das ist ganz schön, wenn man dann gerade mal Sachen zieht, die einen persönlich betroffen oder angesprochen haben und das finde ich schön, dass Sie das so ähnlich sehen, würde ich sagen. Danke. Ja, ich werde jetzt mich verabschieden von Ihnen. Es hat mir Spaß gemacht. Es war etwas ungewohnt, in die Kamera zu gucken. Vielleicht habe ich manchmal auch daneben geguckt und Sie gar nicht so richtig angeschaut dabei. Das ist dann noch erstmal auf die Unbeholfenheit des Neulings zu schreiben. Also eigentlich wollte ich Sie schon die ganze Zeit angucken, aber Sie glauben gar nicht, wie klein dieses Objektiv heutzutage ist. Das sieht man nur so als kleinen Punkt vor sich. Wenn Sie Lust haben und Interesse daran hätten, dass eine ähnliche Geschichte mit dem, was ich gerade sagte, Jugendbuch und Sachbuch, vielleicht nochmal stattfindet, fänden wir es natürlich auch toll, wenn Sie sich dazu äußern würden. Dann könnte man das nochmal initiieren. Und nun haben wir ja auch schon ein ganz klein wenig Übung darin. Und auch ich. Wir bekommen jetzt, glaube ich, nochmal eine. Nein. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat Sie zumindest unterhalten, vielleicht auch inspiriert. Haben Sie eine gute Nacht. Tschüss.